So, jetzt. Hallo, grüß Gott. So, hallo, servus, Christina. Komm mal rein. Willkommen in der Rucksackwerkstatt von Christine Schiller. Genau, ich habe ein kleines Problem mit meinem dienstlichen Notebook-Rucksack. Ja. Da reißt der Reißverschluss da allerweil weiter aus und inzwischen geht es nicht mehr gescheit zu. Das ist absolut easy für Christine. Je nachdem, da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder man tauscht den gleich aus, Kostenpunkt von ungefähr so 60 €. Aha. Was man natürlich aber auch machen kann, das ist eigentlich, und das ist das Einfachste, das jetzt einfach mit der Hand hinein, Ja? da so ein bisschen einen dickeren Fadenknoten hinmachen, dass man da nicht mehr drüber kann. Dann kann man das so aufmachen und es kann nichts passieren. Also die billigere Methode war die gescheitere, weil ich glaube, der hat 40 € oder sowas kostet und das 60 €. Freilich, klar. Und das macht die gelernte Schneiderin gleich ambulant. Christines Rucksackwerkstatt gibt's noch gar nicht so lange. Ich habe das angefangen ja, mit Corona. Und da war eben mit normaler Kleidung ja nichts mehr. Ich habe eigentlich Tanzkleidung und Theaterkostüme und solche Sachen gemacht gehabt. Und jetzt habe ich mich auf das so spezialisiert, dass ich eigentlich gar keine Zeit mehr hätte. Jetzt geht der eine Reißverschluss geht genau bis daher. Da kommst du nicht mehr weiter, da kann da nichts passieren. Wunderbar. Und der geht halt jetzt halt im Endeffekt genau bis daher. Das kleine Stück kriegt man halt leider nicht mehr zu, weil das ist das, was... Ja, aber jedenfalls, sagen wir mal so, fürs nächste Jahr halt da und dann kann man sich überlegen. Traumhaft. Gell? Vielen Dank. So, Gut, was kriegst du? das ist was für Schweindel. Ich muss ich vielleicht ein größeres Schweindel besorgen. So schnell kann's gehen. Gelernt ist eben gelernt. Ciao. Ich habe Schneiderei gelernt, habe in einer großen Modefirma in einer Musternäherei gearbeitet. Allerdings komme ich aus einer Schneiderfamilie. Das ist bei uns genetisch. Mein Großvater war schon Schneider, meine Eltern beide. Und die haben also eben beide ein Geschäft gehabt. So schöpft sie also in jeder Beziehung aus dem Vollen. Allein die Zipper, Reißverschlüsse, Nieten und. Ihr Rucksack-Rettungsmateriallager ist schier unerschöpflich. Da ist ein Backel gekommen von einem Bergwachtler aus Garmisch. Da habe ich, der braucht den auch relativ schnell wieder, weil der nächste Woche irgendwo einen Einsatz hat. Hat er mir ein ganz nettes Briefel geschrieben. Auch hier ist die Schwachstelle ein Reißverschluss, wie er schreibt. Jetzt habe ich den rausgemacht. Jetzt ist er aber reingeklebt. Also klebe ich den nächsten auch wieder rein, nähen aber trotzdem zu. Geklebt wird mit einem Spezialgerät Marke Eigenbau. Christines Mann hat aus einer Lötstation ein Mini-Bügeleisen konstruiert für Problemfälle aus aller Welt. Der weitgereisteste Rucksack ist aus Nordfinnland gekommen. Aus Oulu. Ich habe gar nicht gewusst, dass es das gibt. Und die einfache Fracht, also per Post, wenn man schickt, der Backerl, kostet 14 oder 15 € einfach. Also kannst du sagen 30 €. Und die Reparatur hat auch ungefähr so, sagen wir, 60 € gekostet. Also, und es war ein relativ einfacher, heißgeliebter Deuter-Rucksack, so ein Radlrucksack, der vielleicht neu jetzt 120, 150 € kostet. Aber trotz allem, das kommt oft vor, dass Leute ihre heißgeliebten Sachen lieber reparieren lassen, als neu kaufen. So ist es wahrscheinlich auch bei diesem Bergwachtler-Rucksack. Was hat der schon alles gesehen und erlebt? War er bei Lebensrettungen dabei? So mancher Rucksack ist halt einfach viel mehr als ein praktisches Transportutensil. Ganz eine süße Geschichte war auch, fand ich jedenfalls sehr nett, eine Mutter, die den Lieblingsrucksack ihres Sohnes geschickt hat, damit er diesen Lieblingsrucksack hat, wenn er in die Abiturprüfungen geht. So als Glücksbringer sozusagen. Alleine kann sie die Reparaturen dieser Lieblingsrucksäcke gar nicht mehr bewältigen. Darum packelt sie immer wieder etliche zusammen und geht zu einem Kollegen. Ferraz Alezzo ist Syrer. Hallo Ferraz.
Gut, danke. Wie geht's euch? Alles Gute. Ferraz hat seit 2017 in München seine Schneiderei und ist für Christine mehr als ein Helfer, wenn's brennt. Er ist auch der designierte Nachfolger. Das war mir eigentlich schon recht, wenn das weitergeht, wenn ich dann nicht mehr mag oder nicht mehr kann. Ich bin jetzt 63, mit spätestens 67, also das heißt in 4 Jahren gehe ich in Rente, hoffentlich. Und dann hoffe ich, dass das weitergeht. Christina, hat super Firma, die Rucksack. Immer arbeiten zusammen. Aber ich immer lernen von Christina. Christina, meine Chef. Christina ist Number One. Die Number One hat sich ihre Rucksackwerkstatt peu à peu zusammengestellt. Das ist der Schorschi, weil diese Nähmaschine einst einem Schuster namens Georg gehört hat. Hier hat alles irgendwie etwas mit Herz und Seele zu tun. Hallo, grüß Gott, kommen Sie rein. So, was haben Sie Schönes mitgebracht? Ja, also es ist einmal halt hier diese Schlaufe ausgerissen. Ja. Und dann geht er halt, und da weiß ich nicht, wie gut sich das noch richten lässt, geht er hier auseinander. Das Futter, das kann man schnell wieder reparieren, das ist kein Problem. An die 13 Jahre hat dieser Rucksack auf dem Buckel. Das sind auch 13 Jahre Leben und Erlebtes. Den schmeißt man nicht einfach so weg. Ja, der hat irgendwie ein gutes Format und wir haben schon viel zusammen gemacht. Was haben Sie alles gemacht? Nein, ich habe ihn halt klar in den Bergen oder so und im Urlaub halt viel dabei. Und ja, irgendwie weiß ich halt, wie ich ihn packen kann, was er kann, was er aushält und genau. Aber es ist ja ein schönes Teil. Also ja, genau. Und ansonsten hält er ja auch gut. Ja. Also ansonsten also diese Art von Rücken wird natürlich auch heiß und innig geliebt. Die wird auch so nicht mehr, habe ich jetzt bei neuen nicht mehr gesehen, weil man da nicht so drin schwitzt. Die alten Sachen sind oft von der Konstruktion her recht gut durchdacht. Danke sehr. Noch so ein altes Trumm, das einfach nicht weggeschmissen wird und unbedingt repariert werden muss. Da ist sogar ein Flügel da drin. Das sind jetzt schon die höheren Weihen der Liebhaberei. So ein Rucksackel kann eben auch ein Leben lang halten. Ich bin da schon Überzeugungstäter mit der Reparatur von den Rucksäcken. Ich finde, dass die Nachhaltigkeit einfach heutzutage nicht bloß ein Modewort sein sollte, sondern einfach im Kopf von allen Leuten. Und dass man einfach auch wieder diese Idee des Reparierens und des Nichtverschwendens und nicht wegschmeißen und dass das einfach auch wieder ein bisschen mehr Stellenwert kriegt. Vielleicht ist ein Rucksack, den man bequem auf dem Buckel trägt, das beste Sinnbild für das Bewahren von guten Dingen. So, und schon ist es wieder fest.